Meine Damen und Herren, es tönt schottisch und mit diesen epischen Worten herzlich willkommen zurück zu der 20. Folge Pokémon Schild. Ja, die alles andere als epische Wort, egal. Wir tun die neue Folge starten, wie wir auch schon die letzte gestartet haben. Und zwar mit einer Entwicklung. Da. Zwar entwickeln wir heute Vulcano zu Arcani. Wieso habe ich so viel Stein? Das Zeug findest du in der Naturzone wie Sand am Meer. Perfekt. Perfekt. Ein Arcani. Neue Pokédex-Eintrag. Perfekt. Arcani, legendär Pokémon. Dieses Pokémon verzaubert die Menschen seit Urzeiten mit seiner Schönheit. Obendrein ist er schnell und sehr wendig. Sehr legendär, sehr. Aber hey, ein Arcani nehmen wir mal mit. Swatch, Turbotempo. Oh, das kann sonst nur Lucario und andere. Turbotempo, mit dem forschen wir an. Hat 80, Heimzahlung 70 bis zu 140. Schwierig. Aber ich gehe mal davon aus, dass meine Pokémon nicht sterben, weshalb ich Heimzahlung wohl eher nicht würde einsetzen. So. Arcani die Heimzahlung vergessen und Turbotempo erlernt. Perfekt. Auf das Pokémon werden? Nö, die anderen entwickeln sich nicht. Der Stein. Okay. Ich würde sagen, das Arcani testen wir auch mal gut aus. Aber zuerst tun wir mal die Route 6 noch ein bisschen genauer anschauen. Was haben wir hier oben? Escalar Macabaya und ein Tussi. Hey! Ich bin voll weit angereist, um die Arena Challenge live anzugucken. Und wo du gerade hier bist, könnte ich mir mal eine Arena Challenge aus der Nähe ansehen. Hey, nur mal schauen. Nicht anlangen. Backpackerin Jana. Hallo Jana. Okay. Es ist sonnig und mein Arcani wird bedroht. Kann man wohl machen. Allerdings wollte ich nicht Arcani gegen ein Cardonis im Kampf haben, sondern eher ein Psyana. Aus offensichtlichen Gründen. Doppelgänger sollte mit Psyana nicht viel machen, mehr als ich denke allerdings. Naja, eine Konfusion sollte es allerdings ausschalten. Nehmen wir gern mit, die Verwirrung. Cardonis ist verwirrt, jetzt kommt dich selber nicht selber verletzen, es bin ja nicht ich. Wäre ich das gewesen, hätte ich mich garantiert selber natürlich jetzt noch einen Volltreffer dabei. Natürlich. Aber die nächste Konfusion langt. Boom. Perfekt. Sehr schön. Araqua, Petsmith, Kikli, Level 31. Ich war noch nie so dicht. Ja, du hast nicht gelesen. Was lustiger ist so. Oh. Psst. Araqua. Erinnert sich. Entwickelt sich, ohne dass wir es einmal gesehen hätten. So, Aranestro. Ich finde Aranestro cool. Es ist halt ein bisschen doof, dass es zusammen mit Aranestro noch einen anderen Wasserkäfer gegeben hat. Nämlich, also in der 7. Generation meine ich, Tektas. Aber hey. Naja. Okay. Die Frau hat etwas bewacht. Und zwar noch mehr Makabayas. Shit. Ich kann dich nicht herausfordern, Makabaya, aber du hast nicht anders wollen. Allerdings bist du jetzt neu, auch zum Teil Typ Botte. Versuch's trotzdem, mit Voltemso. Nein, das kann weh tun. Blitzfänger, ja, das ist klar. Ich glaube nämlich, Makabaya hätte keine Bodenattacke.
Nee, aber wollte es so besiegen? Es könnte schlimm ausgehen. Ah, es ist zurückgeschreckt. Hui. Was machst du? Werde von Trick bestimmt behütet, aber was es genau macht? Wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt tot. Ist noch glimpflich ausgegangen. Tschüss, Magavaya. Platsch. So. Gehen wir mal hier ab. Übrigens, für die, die es nicht wissen, die Shinies sind natürlich auch damit dabei. Allerdings sieht man die nicht mehr auf der Oberfläche, wie man sie in Let's Go Pikachu Let's Go Evoli gesehen hat. Jetzt müssen wir das Pokémon tatsächlich auch begegnen, den Kampf anfangen, um herauszufinden, ob es ein Shiny ist oder nicht. Du bist auch Shiny, andere Farbe, checkst. Ich bin ein kampfstarkes Model, das ist es, was mich ausmacht. Oh, ein Bissige. Mit einem Cleoparda-Mantel. Ist das eine echte Cleoparda? Cleoparda. Ich finde Cleoparda besser als Cleoparda. Aber hey. Und gegen diesen Typ sollten wir eigentlich gut bestehen. Wir sind viel schneller. Ja. Kein Verbiss. Kann wehtun. Wir machen uns etwa ähnlich viel Schaden. Voltensor, das kannst du besser. Gut, Voltensor tut hier auf die speziellen Angriffe eigentlich zielen. Aber es hat keine speziellen Attacken. So dumm. Ausser halt Sternschauer, aber please. Naja. Ein bisschen Kampf mit dem Voltensor haben wir jetzt auch. Bam, bam, bam. Was kommen wir rüber? Erfahrungsmünze natürlich. Und Gladiantri. Aha. Kikli. Ist für den Job wie gemacht. Dampfwalz ist gut, Feuerflieger ist gut, aber Durchbruch ist halt am besten. Weil Kampf sehr effektiv auf Stahl und Unlicht, vierfach, keine Chance. Tschüss. Model Janet wurde besiegt. Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht, meine Pokémon bleiben toll. Was haben wir da? 2 Steichknochen. Geil. Ja, was machen Steichknochen noch schon wieder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Naja. Da hängt erst noch ein Gegner. Aber du zuerst einmal hier runter. Plop, 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 plop. Ein Baum? Ich liebe Bäume. Schütteln. 1. Und 2. Wie oft schütteln wir? Schreib in die Kommentare. Ich höre nicht auf, bis da etwas in den Kommentaren steht. Oder es Schlaraffel runtergeht. Schlaraffel. Machst mir wieder mal nur Ärger. Aber ich interessiere mich nicht für dich, darum tschüss. Ein paar Beeren können wir aber sicher noch aufsammeln. Zitronbeeren, Persilbeeren, Fragia-Beeren. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was die Dame da so hat. Greifen wir es einfach mal. Hallo? Mal an. Kochst auch fleißig Curry und füllst deine Currydecks mit leckeren Rezepten? Nein, das machen wir aber noch. Das war nicht wieder Erfolg, aber irgendwann machen wir das. Versprochen. Backpack-Ring, Kerzen setzt Geotesto ein. Okay. Geotesto. Haben wir natürlich auch wieder ein besseres Pokémon für das, aber ich glaube, ich bin auch nicht schlecht geeignet mit Aronestro. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Siehst du, macht fast nichts. Oh.
Psyana. Ja, jawollo. Bruder, jetzt hast du dir gerade selber das eingelegt. Jetzt hast du dir gerade selber das eingelegt. Kopfwurf. Ja, das... Okay, Psyana, seine physische Abwehr ist nicht so stark. Muss man sagen. Muss man so sagen. Nichtsdestotrotz. Mogelhieb. Eigentlich könnte ich jetzt mal eine ganze Zeit Mogelhieben. Psyana hat ja auch Mogelhieb gehabt, glaube ich. Ich nehme aber Durchbruch, wo das einen Menschen Schaden macht. 150 nämlich. Nein, stimmt nicht. Knapp 100. Ein bisschen mehr. 75,5. Ich kann es selber rechnen. Ich komme auf 100 und... 7,5. Okay. Levels geht rauf. Macht mich froh. Du hast den Pokémon habt so eine scharfe Kombi abgegeben, dass meine Mut jetzt taub ist. Dein Mund ist taub, du hast auch kein Cent mehr vor allem. Okay. Aber Fräulein, danke für den Kampf. Hat mich berührt. Das müsste Stahlflügel sein. Oh. Geil. Stahlflügel. Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungswert des Anwenders steigt eventuell. Oh, Stahl und so. Das ziehen wir doch gerade mal aus. Favorit. Sortieren nach Favoriten. Sollte es eigentlich hier unten sein? Perfekt. Kann aber nicht mehr. Okay, habe ich mir schon gedacht. Arcani nochmal führen. Da ist immer noch Level 30, der arme Cape. Hier unten hat es noch ein glänziges Stellchen. Den wollte ich natürlich auch noch holen. Blablabla. Ausweichen. Das Leiterli runter. Am Knackchen ausweichen. So. Ein Sonderbonbon. Nein. Ah, perfekt. Stahlflügel haben wir geholt. Und ein Sonderbonbon haben wir geholt. Kann ich bei mir abstreichen. Perfekt. Da oben. Nochmal rauf. Alter, wenn es so ein Gebiet wirklich würde geben, ich würde es voll abfeiern im Fall. Jetzt könnte ich entweder hier hindern oder aber hier nochmal runter, weil wir haben einen Ort schnell übergüchselt. Nämlich die Leiter hier, die können wir auch noch hoch. Da. Oder? Vor allem, wie kommen wir zu dem Item? Ich glaube eben mit der Leiter. So. So. Dort hat es ein TM, interessiert mich aber noch nicht. 2 Fischfossilien, perfekto. Was wir mit diesen Fossilien machen kann, werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich erfahren. Vielleicht sogar heute noch, wer weiß. Verdammt. Ein Stick 3. Bin ich jetzt natürlich mit Arcani nicht optimal ausgerüstet. Pokédex hat geheißen, Arcani sei schnell. Das wollen wir doch mal ausprobieren. Flucht. Bam. Das kann wieder... Arcani, weißt du jetzt, wieso wir sie in die Hause wollen? Siehst du sie jetzt ein? Du siehst sie, gut. Ja, Arcani, nicht jeder ist für das gemacht. Das Stick 3 zu besiegen. Lichtlehm, nehmen wir auch. Dun, dun, dun. Fischfossil, Lichtlehm, jetzt hat noch ein TM noch mal liegen. Und zwar da oben. Die hier müsste TM15 sein. Schaufler, genau. In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Eine kleine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Drum. Ja. Ja. Mal, wir machen es. Weil ich kann ja schon Dampfwalzen, was sehr ähnlich ist. Allerdings können mehr Leute Schaufler erlernen, wie zum Beispiel Pet Sneef. Und bringen wir es ihm schnell bei. Plopp. Schaum vergessen und Schaufler erlernt, genau. Okay. Arcani tun wir nicht und Psyana auch nicht. Arcani kann Dampfwalzen und Psyana. Naja, ist das Psyana. Die müssen wir schnell besuchen. Allerdings wollte ich sie nur besuchen. Sie hat interessante Pokémon. Und das war's. Ich wollte sie nur schnell besuchen, dass wir das als Flug-Dings können.
Markieren. Zu dieser Frau kommen wir kommen wir noch nicht. Kommen wir gleich. Sag ich dann noch. So. Die Frau hat nämlich etwas mit den Fossilien zu tun. Was das genau wird sein, tun wir nächstes Mal schauen. Weil mir fehlen noch Fossilien. Und die kommen wir aber über in Passback. Deshalb wird ich auch erst dann auf das eingehen. Die Ruhe von Arcani wirkt, das sollte eigentlich kein Problem sein für Arcani, lernen die sogar kämpfen, Dampfwalze. Was? Iguana kann auch Dampf? Wieso kann da jeder Doppeldampfwalze? Kann man schon Iguana schneller als er sagt, ja, kann schon sein. Es überlebt! Das ist jetzt allerdings typische Turbo-Tempo-Situation. Ich bin plötzlich schneller. Und gewinne darum. Okay. So. Okay. Der 360 ist tatsächlich nicht so groß und auch nicht so spektakulär. Bis auf die Fossilien und ein paar wilde Pokémon. Aber naja. Zum auf Passback kommen wir hier hinten durchgehen. Beim Klon durch. Pokémon kämpfen ist Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Du bist kein Klon. Oh, wow. Künstler Marvin. Ja, okay. Creepy Dude. Egal. Arcani schafft es so. Jetzt ist die Frage, was das Smogon für eine Fähigkeit hat. Reaktionsgas. Okay. Das heisst, keine Schwebe, das heisst, meine Dampfwalze wird treffen. Ich finde es übrigens interessant, mit dem meine ich schlecht, dass die wilden Pokémon stärker sind als Trainer-Pokémon. Die wilden Pokémon sind Level 29 bis 33 und die Trainer-Pokémon sind halt einfach mal nur Level 29. Passt mir nicht so. Pet Sneef von Level 32, perfekt. Das haben wir auch noch nicht gesehen übrigens. Aber der sehen ja, was es kann. Gegen Mogelbaum. Versuchen wir es aber mal. Obwohl es scheiße im Nachteil ist. Weil Mogelbaum ist Stein. Vielleicht lenkt ein Schaufler, ja. Oder was es einsetzt zuerst? Steingagel. Scheiße. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Der Steinhagel wird wahrscheinlich bis Pets nicht umbringen. Und der Schaufler macht ihm auch gar nichts. Wow, ja, das habe ich gemeint. Entschuldigung, Pet Sneef. Der erste Auftritt und schon tot. Aber tatsächlich muss ich jetzt ein bisschen auf das aufpassen. Dort. Auf das Mogelbaum. Es kann mir jetzt ein bisschen in die Quere kommen. Dampfwalze. Warum setzt sie nicht Durchbruch ein? Das hat nämlich gelangt. Oh Mann. Slam. Jetzt spielt es auch Karome. Mogelbaum ist besiegt. Mogel. Kickli Level 32. Mega Kick. Das Ziel beim extrem heftigen Angegriffen. 45 Geschäft, 120. Nein. Bevorzuge tatsächlich den Mogelhieb. Oh, ich habe mal wunderschön. Ach, ich habe mich völlig verzaubert. Du mir allerdings nicht. Und übrigens, Team Yellowrüppel kennt mehr Geld als du nach einem Sieg. Einfach, dass es mal durch den Kopf geht. Wir haben in dieser Zeit Passback erreicht. Was für eine idyllische Stadt. Oh, die Musik. Finsterstein gefunden, perfekt. Ich gehe schnell meine Pokémon heilen. Bis grad. So, mir ist beim Heilen aufgefallen, dass es neue Pokéjobs gibt. Und die wollen wir uns selbstverständlich nicht entgehen.
Küchenhilfe gesucht. Hotbot. Wir stellen Ausgangsküche Voraussetzung viel Erfahrung mit dem Handhabung von Feuer. Machen wir. Mit dabei sind Kurtel, Arcani, Molunk, Infernopod, Fullpix und Waggon. Ich bin mir sicher, sie werden den Job hervorragend erledigen. Da ich für die Pokémon habe, ich euch den ganzen Tag entsenden. Tschüss zusammen. Bringt Geld. Hey! Puh. Eine neue Überraschungslieferung von Cozy Fried Kitchen. Gar nicht KFC oder so. Wir überraschen unsere Kunden gern, deshalb suchen wir nach Pokémon, die bei einer Lieferung die nötige Prise Horror mitbringen können. Geist-Pokémon? I guess. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Geist-Pokémon gemeint sind, mit dem nötigen Horror mitbringen, aber wir müssen ja fast. Darum Golbit und Groldra sowie Ninja Tom und Tromborg. Den ganzen Tag bitte kommen Teile zurück und wie immer bringt Geld. Hey Rotom, du bleibst. Ein Schlitzohr. Schnelle und sichere Lieferung von Pelipperando. Wir wollen unsere Pakete schnell und elegant ausliefern und suchen nach Flug-Pokémon wie Pelipper, die uns aushelfen können. Du wolltest Pelipper, ich gebe. Ist mir jetzt unangenehm, aber ich glaube, ich kann kein Pelipper. Darum schicke ich Xatu, FM, Symvolara, Kiranimatz, Noctu und Driftzeppeli. Tschüss zusammen, bringt Geld. Jetzt hat es noch ein paar haben. Captain Wailord mit Netzproduktion. Wir suchen wieder einmal tüchtige Käfer-Pokémon, die Zeit und Lust haben, uns beim Weben in neuen Netze zur Hand zu gehen. Okay. Puh, langsam muss ich weiter hinterher scrollen. Wir haben Ninjask, Wommel, WhatsApp, Aronestro und Castellit. Macht's gut und bringt Geld heim. Der letzte ist luxuriöse Text. Ist es der letzte? Es ist der letzte. Luxuriöse Textilien. Jetsetter. Luxuriöse Textilien von der Fasern höchster Qualität. Wir suchen nach Käfer-Pokémon, die uns damit wieso immer kaufen. Gerade so noch 6 können auftreiben. Phew. Wir haben Cavalanzas, Akup, Snomnom, Smetbo, Tektas und Meteorit? Keine Ahnung. Materialit? Ich bin nicht mehr sicher. Wir entsenden sie auf AV. Und dass ich kein Pelipper habe? Naja. So, es wird Zeit, dass wir Passpack ein bisschen erkunden. Mit dir mal reden? Nö. Mit dir mal reden? Hey, ich habe so viele von den Dingern nicht teilen, die sind Überfluss gerne mit dir. Okay. Drachenfossilien, nehmen wir. Ich frage dir mal was Tolles über Fossilien. In Foto 6 hält sich eine Professorin auf die Fossilien, wie dein Pokémon zurückverwandelt. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du die Naturzone forsten oder die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Genau, wie gesagt, das Zeug findet sich leicht in der Naturzone. Jetzt haben wir alle Fossilien? Nein, ich glaube nicht. Beim nächsten Mal wird ihr alle Fossilien haben und wir tun sie zum Leben erwecken. Freu dich drauf. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben die Übungen durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Okay, lol. Für sein Training in die Berge zu kommen. Was für ein disziplinierter Schwarzgurt. Geil. Okay. Hallo. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich, wie es wohl erst in die antike Städte mit eigenen Augen zu sehen hat sein. Hallo zusammen. Die antike Städte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran liegt es wohl? Die Wandmalerei in der antiken Städte bringt uns sämtliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine Weile lang zunutze. Der Bastarde. Jetzt kommen wir zu einem speziellen Händler. Der Typ da. Hallo. Nein, natürlich der Typ da. Er hat jeden Tag ein anderes seltenes Item. Und was hat er heute? Willkommen, Interesse an unserer einzigartigen Ware? Ja, was hast du?
Heute, ich glaube, einen Metallmantel. Oh, nehmen wir. Mit dem tun wir unser Onyx entwickeln. Heisst, beim übernächsten Mal haben wir es. Wir sehen es dann. Und morgen? Spitzer Schnabel. Unwichtig. Okay, jeder hat ein anderes Entwicklungsitem, so er da vor allem die löchrige Kanne. Was in der auf sich hat? Wir sehen es. Irgendein ist. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern, wenn du im Laufe des Tages bringst? Wonach ich suche, kaufe ich dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich ein Sternenstück. Ich würde dir 14.000 zahlen. Oh, was sehe ich da? Ein Sternstück. Dafür gebe ich dir 14.000. Okay. Er will 14.000 für unser Sternstück. Wir erinnern uns, Sternstück machen eigentlich nichts. Sie sind wirklich nur zum Verkaufen da. Und wenn wir auf diesem Typ da unser Sternenstück verkaufen, dann gibt er uns 6.000. Wir würden einen hohen Minus machen. Darum verkaufen wir unser Sternstück gern bei ihm. Hi. 14.000. Macht er das nochmal? Komm doch morgen nochmal vorbei, dann hast du vielleicht wieder was für mich. Okay, nein. Maracamba, je. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während ich das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Ah, das ist Pokéjob Maracambas. Oh. Ich kann auch was Maracamba. Richtig da. Die Leiter sind schon ein Thema. Und was ist das da hinten unten? So eine Quelle? Ein Reisfeld? Schön. Noch mehr Leiter. Noch mehr aufs Dach hoch. Ha. Schön, das Dach. Hey du. Hast du schon viel Maracamba gefallen? Würdest du vielleicht nicht gegen meinen Bämon tauschen? Nö. Da kann man das Bämon tauschen. Ein Unlicht-Fee-Pokémon. Du findest einen Metallmantel. Bam! Da haben wir gerade vor die Tür gekauft. Jetzt liegt euch da einer. Naja. Giftschock. Gute TM. Gute TM. Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Und Gift-Pokémon tun wir gerne mal vergiften. Okay. Dum, bum, bum. Dum, dum, dum. Die TikTok geben da keine Ruhe. So, da liegt Spezialangriff. Okay. Nehmen wir. Da aber kann man noch. Noch mehr runter. Was wir jetzt noch mal runter können, wäre es billig. Und da hat es 3 Steinknochen. Okay, nehmen wir. Da liegt wahrscheinlich eintragen kann etwas anderes. Eulenhelm. Wird der Träger von einer physischen Attacke getroffen, leidet der Angreifer ebenfalls Schaden. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Ja, zwar. Mal was da innen ist. Hallo zusammen. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Jetzt ruhig links, jetzt ruhig rechts. Ich passe auf, den Examenberg nichts kleckst. Mach du das. Macht ihr das? Ich mache das nicht. Hallo zusammen. Kannst du das wirklich kriegen lassen, Bronzong? Nö. Ich will Bronzong als Hut tragen. Schon wieder. Hey, holst eigentlich den Mund? Bruder. Wenn Bronzong da runtergeht, bist du tot. Spielt ruhig mit Bronzong. Okay, ja, das seid. Kaufst du einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Scheiß zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Da hat sie allerdings recht. Schauen wir mal schnell, ob jemand von unseren Leuten Giftschock lernt. Nö. So. Okay. Wir sind, denke ich mal, bereit, uns richtig Arena zu machen. Noch nicht in der Arena, auf eine richtige Arena. Weil da wartet nämlich noch das Haus. Hey, und du, hey, mit ab. Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass der Elendsruf nur wegen mir Kratzer bekommt, aber wie stelle ich das an?
Ich habe keinen blassen Scheiß. Bis ich eine Antwort auf diese Frage gefunden habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ein paar ausprobieren kann? Oh ja. Du bist meine Wahl. Mein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los. Jetzt wird angeklotzt. Was hat er gesagt? Egal. Auf jeden Fall tut er uns herausfordern. Versetzt Urgel. Urgel ist ein sehr interessantes Pokémon. Wasserflog. Interessant darum, wegen seiner Fähigkeit. Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Allerdings wird er uns die Fähigkeit nicht können zeigen, weil nach einem Donnerzahn von Baltenzo ist Urgel tot. Wenn er Surfer oder Taucher einsetzt, kommt er so mit einem Fisch im Schnabel zurück und der macht irgendetwas. Ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall mal runde Erfahrungspunkte für mich. Gyarados, Grimasse, nein, brauchst du nicht. Salanga, wir wechseln mal zu... Okay, Krebetag. Krebetag gegen Salanga. Theoretisch müsste ich gewinnen. Allerdings habe ich nur einen speziellen Verluststrahl. Okay, langt. Toxel. Okay, Tonni Mini Knackleon. Toxel, Gift Elektro. Toxel ist auch ein spezielles Pokémon, nämlich wegen seiner Entwicklung, Reflex. Das hat zwei Gestalten. Eins ist mehr blau, glaube ich, und eins ist ein bisschen mehr gelb. Ich hoffe, das kann ich mal einblenden. Ja. That's it. Welche Gestalt es das annimmt, kommt vom Wasser her. Boah, klar gewesen. Flegleon. Und da wechsle ich wieder. Ist schon wieder Voltenzo. Naja. Uff, jetzt wird es schwierig. Egal, Augen zu und durch. Flegleon hat keine Chance gegen meinen Donnerzahn. Tiefschlag hoch. Gut. Okay. Voltenzo nochmal. Okay. Alle sind sie zurück. Perfekt. 32, 33. Ja, ich habe mal viel Unlicht-Pokémon mitgenommen. Wenn ich deprimiert bin und so weiter und so fort. Du hast viel Geld. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert, aber das hat es irgendwie auch nicht gebraucht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einer von der coolsten. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss noch viel mehr experimentieren. Noch viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken aus genau über sich hinauswächst. Ja, du wirst erfolglos bleiben. Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemand sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Ramps? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Naja, wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Was wolltest du, Grossi, schon wieder? Als nächstes führt dich den Weg ins Stadion vom Passberg. Viel Spaß bei der Arena Challenge. Laufen mal schneller. Naja. Sie hat mir viel Spaß gewünscht. Ist ein liebes Grossi. Aber ich kann eigentlich hier rein wollen. Hey. Ich bin stolzer Taxipilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir dieses TM hier schenken. Oh. Thanks, I guess.
Steigt in Runde 1 empor und trifft in Runde 2. Das erste fliegende Tag-Signal aber ein Gramor. Und dieser Tradition bleiben wir treu. Okay. Wo es doch da andere Pokémon gibt, wo der Job genauso gut würde erfüllen. Du findest eine riesige Kanne. Aha. Das Item ist tatsächlich ein Evolutions-Item. Welches Pokémon mit sich mit dem entwickelt, erfahren wir in 4 Folgen etwa. 3 Folgen, ich weiß noch nicht genau wann. Auf jeden Fall nicht jetzt. Jetzt sind wir vor der Arena von Passback. Fair Ballet rechts. Kommen wir natürlich wieder nicht durch wegen dem Team Yell. Nehme ich an, weiß ich nicht. Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Da hast du recht. Kommen wir schon in den Wald? Wir würden schon in den Wald kommen. Wollte ich das? Nö. Nö. Jetzt muss ich noch ein bisschen Gas geben, damit ich links raufkomme. Hey. Ich zeige meinem Dichter die antike Städte von Passberg. Vielleicht entwickelt sich dann ein Gespür für Kunst? I don't think so. Hey. Mit Realitäten kann man ganz gut Kohle machen. Halt der Latz. Und das geht's doch nicht mit Raritäten. Top-Beleber. Name? Hallo. Wie, was für ein geiles Stadion. So sagt man aber nicht. Orte, in denen sich Pokémon maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Galaktikon werden oft auf solche Energiequellen erbaut. Sorry. Mit Raritäten kann man ganz gut Kohle shoppen. Alter, wie schnell bist du da hochgekommen? Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte gerne mehr Berge gewünscht. Was? Noch mehr Berge? Was? Bin ich auch nicht mehr dafür. Ich liebe immer noch mehr Berge. Da ist gerade nichts los. Schönes Gemälde, schön. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Passberg. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Sehr. Hat im Kindergarten schöner gemalt. Naja. Dann bleibt es in Passberg tatsächlich nichts mehr anderes übrig als die Arena Challenge in Angriff zu nehmen. Hallo, ich bin's Balduin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, ich habe genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Das Schwerbau, damit es noch schwerer wird. Schnurrbau. Okay, ein Ball, der sich besonders gut geeignet, um Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Also mich. In einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leicht fangen, je schwerer es ist. Ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Schon faszinierend, was alles so in einem Pokéball steckt, oder? Nö. Hallo. Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Geht niemals auf, hörst du? Heute haben wir. Challenger. Ja, so neu bin ich im Fall nicht. Hallo. Ich trainiere mein Team, während ich mit der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Ja. Du bist den ganzen Weg bis nach Passberg gekommen, jetzt musst du gewinnen. So. Beim nächsten Mal tun da um mehr aus der Arena Challenge widmen. Noch nicht heute allerdings. Genau. Passberg haben wir so weiter erkundet. Beim nächsten Mal werden wir die Fossilien entwickeln, wir werden ein paar Pokémon entwickeln, wir werden die Arena Challenge meistern, wir werden in den Wald gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.